Gute Unterhaltung beim Stadtgespräch wünscht Ihnen Ihre Sparkasse Köln-Bonn. Stadtgespräch. Hallo liebe Zuschauer und ganz herzlich willkommen zum Stadtgespräch. Über meinen heutigen Gast haben die Kollegen vom Kölner Stadtanzeiger mal geschrieben, er ist der Missionar des Kölschen Liedgutes. Und ich glaube, besser kann man ihn noch gar nicht beschreiben. Herzlich willkommen, Björn Häuser. Guten Abend, hallo. Ja, da kannst du mit leben, ne? Ja, das finde ich ein super Satz, ja. Da bin ich absolut d'accord mit. Ich war ja schon überall irgendwie auf der Welt mit der kölschen Musik. Deswegen passt es ganz gut. Fangen wir mal im Jahr 1982 an, da bist du logischerweise in Köln zur Welt gekommen. Ganz genau. Ich bin tatsächlich in Köln geboren, zwar mitten in Köln. Und seitdem habe ich eigentlich auch Köln nie länger als 6 Wochen verlassen, weil irgendwie die Heimat doch sehr in mir verwurzelt ist. Aber ich bin auf der anderen Seite auch nicht so ein Lokalpatriot, sondern ich habe ein gesundes Verhältnis zu Köln und lebe und wohne einfach gerne hier. Du sollst ja schon sehr früh die Orgel deines Vaters behauen oder betastet haben. Ja, ich glaube, Hauen passt besser. Hauen passt besser. Wie alt warst du da? Da war ich vermutlich so 6, 7 Jahre alt. Mein Vater hat die Orgel sich quasi selbst zu Weihnachten geschenkt. Und für so ein kleines Kind, wenn sowas im Wohnzimmer steht, ist das natürlich immer sehr attraktiv, da ein bisschen drauf rumzuhauen. Aber meine Eltern haben dann Gott sei Dank irgendwie gemerkt, manchmal könnte er jetzt vernünftig so raus, wenn er draufhaut, also ein paar Melodien oder so, die nach Musik klangen. Und so kam es dann, dass ich glaube, im 8. Lebensjahr ungefähr in so eine Keyboard-Schule gesteckt wurde, wo ich aber auch Lust zu hatte. Also das war ganz toll. Habe ich damals beim Rainer Herzog, inzwischen ein internationaler Riesenproduzent, macht Gianna Nannini und Scorpions und so. Bei dem habe ich dann das erste Lied, was ich gelernt habe, war Jingle Bells mit 3 Akkorden. Die 3 Akkorde, von denen ich heute auch noch lebe. Und so hat sich das ergeben in dieser Keyboard-Schule, dass ich irgendwie ein gewisses Talent wurde entdeckt, habe ich weiterentwickelt. Und irgendwann, da kommen wir dann wahrscheinlich später zu, habe ich dann auch Musik studiert. Also das war ein sehr früher Grundstein eigentlich. Das heißt aber, du kommst auch aus einer musikalischen Familie. Wenn da schon mal eine Orgel zu Hause steht, ist ja schon mal ein guter Ansatz. Ja, also ich habe meinem Vater dann irgendwann mal so ein paar Akkorde auf der Gitarre beigebracht, damit ich nicht immer alleine Musik machen muss. Mein Vater hatte immer so einen Pappstreifen auf dieser Orgel, wo dann genau steht, hier C, D, E, F, G, wo muss man drücken, und dann mit Notenheften, wo eigentlich keine Noten, sondern nur Buchstaben drin standen. So hat mein Vater das damals immer gemacht. Und Musik begeistert sind die auf jeden Fall alle. Aber ein richtiger Musiker sonst in der Familie gibt es eigentlich nicht. Nicht. Wurde bei euch in der Familie Kölsch gespart? Ja, bei uns wurde nur Kölsch gesprochen. Und ich erinnere mich immer gerne daran zurück, an den Moment, wo ich dann in die Grundschule kam mit 6, in die Everhardstraße, natürlich auch in Ehrenfeld. Da musste ich echt erstmal wochenlang Hochdeutsch üben. Ich konnte kein Kölsch, ich konnte kein Hochdeutsch, ich konnte nur Kölsch, weil bei uns im Haus war das so, dass die ganze Familie da gewohnt hat. Meine Großeltern, meine Eltern, das war so ein Mehrfamilienhaus in der Körnerstraße. Und da wurde immer nur Kölsch gesprochen. Und so ist das natürlich logisch, wenn man das als Kind nicht anders mitkriegt, dass man auch selbst Kölsch spricht. Also wenn ich heute, ist Kölsch immer noch die Sprache, die in meinem Kopf rumschwirrt. Also ich denke quasi auf Kölsch und das ist irgendwie ganz tief in mir drin. Und als ich in die Schule kam, war das natürlich schwierig. Die wollten das nicht. Das war zu der Zeit nicht so innen, glaube ich. Ne? Nicht mehr so. Ne? Und ich habe dann immer statt das und was, habe ich dann immer dat und wat gesagt, aber auch geschrieben. Und das war das Problem bei Diktaten. Ne? Der Lehrer sagt das. Und dann habe ich immer geschrieben, der Lehrer sagt dat. Und solche Sachen, da musste man sich echt schwer umgewöhnen. Inzwischen, wie man hört, kann ich auch Hochdeutsch, aber Kölsch ist mir eigentlich doch die liebere Sprache. Du sorgst ja auch, da kommen wir aber später auch noch drauf, dass auch Kölsch weiterhin an Schulen wieder einen richtigen Stellenwert hat. Ja, das ist mir auch ganz wichtig. Gut, bleiben wir bei der Schule. Warst du ein guter, braver Schüler oder warst du mehr so der Wilde? Ja, also wild war ich eigentlich nie. Wild bin ich bis heute eigentlich noch nicht gewesen. Ich war schon eher der Brave, aber nicht unbedingt ein guter. Also Mathe kann ich bis heute nicht. Gott sei Dank ist das Taschenrechnerverbot ja dann irgendwie nach der 6. Klasse aufgehoben worden. Können wir uns zusammentun. Also ich habe mich halt immer sehr für kreative Sachen entschieden oder mich daran interessiert. Ich habe ja auch mit 12, 13 angefangen, Lieder zu schreiben. Das war halt immer irgendwie so mit Sprache, mit Wörtern umgehen,
sprechen oder musikalisch irgendwie neue Sachen erfinden, das war immer so mein Ding. Also ich hatte es nie mit Naturwissenschaften beispielsweise, war auch nie ein Thema für mich. Da hatte ich in Physik, glaube ich, nie was Besseres als eine 5. Aber irgendwie hat es dann doch immer gereicht, dass ich das Abitur geschafft habe. Aber man hat eigentlich bei mir schon sehr früh gemerkt, dass diese kreative Ader irgendwie, naja, das ist, was ich irgendwie kann und was ich auch gerne mache. Das erste Lied, das du geschrieben hast, das war, glaube ich, ein Geschenk, ne? Das war ein Geschenk. Das war an einem Muttertag, ich glaube, als ich 13 Jahre alt war. Oder 12, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ich hatte damals schon so einen Musikkeller, wo man noch mit damals riesiger Technik aufnehmen konnte, also noch mit Bandmaschinen und so. Heute braucht man ja nur so einen Laptop und kann alles machen. Ich hatte noch so einen ganzen Raum voll damals. Und da war Muttertag und mir fiel irgendwie ein, Blömsche habe ich nicht und irgendein Geschenk wäre nett, aber in einer halben Stunde muss ja schon oben sein zum Essen. Und dann habe ich quasi für meine Mutter ganz schnell ein Muttertagslied geschrieben. Das hieß dann auch Muttertag. Das war übrigens für mich gar keine Frage. Das war völlig klar, dass das Lied auf Kölsch sein musste. Das war irgendwie, wenn man im Nachhinein drüber nachdenkt, ist das eigentlich sehr interessant. Aber für mich war es gar keine Frage. Da schreibt man jetzt ein Lied und dass es Kölsch war, das war einfach so. Und leider gibt es da keine Aufnahme mehr von. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie dieses Lied geht. Ich weiß nur noch, dass es so hieß. Und das war damals der Grundstein für inzwischen über 400 geschriebene Lieder. Du bist dann hoch zur Mama und hast dann auf dem Keyboard und hast den Text so aus dem Lameng. Ich glaube, ich habe es sogar aufgenommen und dann auf Kassette ihr geschenkt mit so einem selbstgemalten Cover oder so. Eigentlich ziemlich süß. Ich denke, wird sich auch richtig gefreut haben. Ne? Ich kann mich gar nicht mehr so wirklich dran erinnern, ist ja natürlich ziemlich lange her, aber ich glaube, es kam gut an, ja. Gut, irgendwann ist die Schule zu Ende, dann kommt die Überlegung, was macht man jetzt? Eltern haben ja manchmal dann auch so ihre Vorstellungen, ne? Aus dem Jungen muss was Vernünftiges werden. Ja, das ist natürlich, ich glaube jetzt inzwischen bin ich ja 30, wenn ich Kinder hätte, würde ich wahrscheinlich genauso denken, Kind macht was Vernünftiges. Gott sei Dank war aber das bei meinen Eltern natürlich auch da, dieses Denken, was aber auch völlig normal ist. Aber als ich mich dann irgendwann entschieden habe, wie ich dazu kam, erzähle ich gleich, dass ich Musik machen will, da haben die mir auch keine Steine in den Weg gelegt. Also das ist, wenn man sich, ich lese viele Künstlerbiografien, wenn man sich das so anschaut, gibt es da sehr viele, die darüber Stress kriegen irgendwie mit Eltern. Das war bei mir Gott sei Dank nie der Fall. Die haben dann irgendwann gesagt, ja, dann mach das doch. Und also bei mir war es dann so, dass ich nach dem Abitur, das habe ich am Musikgymnasium, am Humboldt-Gymnasium gemacht, sehr empfehlenswert. Und die haben mich da auch quasi erst so richtig gefördert. Ich wollte gerade sagen, da hast du schon den Grundstein gelegt, ganz genau, für weiteres, was kommt. Ne? Genau, da bin ich zur Oberstufe hingewechselt. Vorher war ich natürlich in Ehrenfeld auf der Realschule bis zur 10. Klasse. Und naja, nach dem Abitur habe ich dann gedacht, ich will schon was mit Musik machen, hatte aber noch keine richtige Idee. Und da bin ich erstmal zur Rheinischen Musikschule, Stadt Köln, gegangen und habe da 2 Jahre als Eventmanager gejobbt quasi. Nee, eine Ausbildung noch nicht mal, das war mir so ein Praktikum. Ich habe mir die Stelle irgendwie schon während der Schulzeit selbst geschaffen und das war ganz witzig, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Irgendwann musste ich dann Zivildienst machen, das war dann wirklich ein Einknick. Das war der Moment, wo ich entschieden habe, ich will eigentlich niemals unter einem Chef irgendwie arbeiten, weil das war irgendwie für mich total furchtbar, morgens um 9 oder so irgendwo da zu sein und um 18 Uhr wieder zu gehen. Das war schon damals, als ich noch gar keine Berufserfahrung hatte, war das für mich schon irgendwie so schlimm. Strukturierten Tag gesagt zu kriegen, das und das musst du jetzt machen und dann um 11 kommst du wieder und dann machst du das und das. Das geht gar nicht. Das ging gar nicht. Das mache ich auch heute noch sehr ungern, muss ich sagen. Muss ich ja Gott sei Dank nicht. Und nach diesem Zivildienst musste ich ja irgendwie was machen. Ne? Das war noch die Zeit, wo die Eltern gesagt haben, mach was Vernünftiges. Und dann habe ich halt studiert. Und zwar Musik, Philosophie und Germanistik auf Lehramt, sodass ich eigentlich jetzt Lehrer wäre, in der Sekundarstufe 1. Und ich habe mir dann aber irgendwann gesagt, bei der Abschlussprüfung beim praktischen Musikexamen, wenn du das irgendwie mit einer 1 schaffst, dann kannst du auch Berufsmusiker werden. Gott sei Dank habe ich es mit einer 1 geschafft. Hast du es mit 1 geschafft? Und dann habe ich mir, also wenn ich mir was vornehme, dann ziehe ich das eigentlich auch durch. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, jetzt probieren wir es mal aus. Ich muss natürlich sagen, dass ich vorher seit meinem 15. Lebensjahr eigentlich auch regelmäßig auf der Bühne stand in den verschiedensten Konstellationen und Bands. Und irgendwie wurde es dann immer mehr und so wurde dann das Studium immer unwichtiger und die Musik immer wichtiger. Und ja, dann hat es sich halt so ergeben. Inzwischen, seit 4, 5 Jahren lebe ich ausschließlich davon, habe 2 Mitarbeiter und es ist eine richtige kleine Firma geworden.
War für dich denn von vornherein klar, Musik ist ja nur sehr vielfältig, dass es kölsche Musik sein soll? Ja, das liegt zum einen in der Natur, wie eben erzählt, der Sache, dass ich einfach ein Kölscher Jung bin. Und dass ich die Lieder auch mit der Muttermilch quasi aufgesogen habe, diese ganzen Blackfist-Lieder und so. Das ist das, was ich ja auch heute hauptsächlich singe. Die sind einfach so in mir drin, da gab es keine große Frage oder große Diskussion, was machst du jetzt? Also für mich ist Musik hat halt sehr viel mit Gefühl zu tun und man kann nur fühlen, wenn man sich irgendwie mit so einer Sprache auch identisch ist. Also ich könnte, wenn ich ein Lied auf Englisch singen würde, würden die Leute laufen gehen, weil erstens kann ich kein Englisch oder nicht besonders gut und zweitens klingt es einfach unauthentisch. Wenn ich auf Deutsch singe, ist es auch ganz, ganz schwierig, finde ich. Und auf Kölsch, das kauft man mir ab. Ich bin ja auch so ein kölsches Temperament. Und das war von Anfang an klar, wenn dann Kölsch. Ich habe zwar auch schon mal Filmmusiken und so weiter komponiert und auch instrumentale Stücke gemacht, vor allen Dingen zur Zeit des Klavierstudiums. Aber dazu wahrscheinlich. Genau, ja. Ich habe Klavier und klassischen Gesang studiert, klassischen Gesang sogar war ich mal ganz gut, aber das hat sich dann über die Jahre... Opernbühne gehen können. Ja, ja, das war sogar irgendwann mal eine Überlegung, auf die Musikhochschule zu gehen und das zu intensivieren, aber das habe ich dann Gott sei Dank nicht gemacht. Opernduett mit Tino vom Taxi. Ja, zum Beispiel. Aber ich glaube, gegen den Tino wäre ich dann nicht angekommen. Aber es wäre bestimmt witzig gewesen, das glaube ich schon. Aber irgendwie hat es sich dann so ergeben, dass ich in diese Kölsch-Schiene reingekommen bin und die hat sich ja dann recht gut entwickelt für mich. Wobei du ja was gemacht hast, was man eigentlich, sag ich mal, mehr so aus dem Mittelalter oder so kennt. Du bist ja eigentlich wie eine Art Bänkelsänger losgezogen. Genau. Ne? So nach dem Motto, meine Gitarre und ich. Und dann habe ich, deswegen hast du wahrscheinlich auch die Mütze, am Schluss die Mütze aufgehalten und dann kamen die Silberlinge da rein. Die Mütze, die habe ich eigentlich, weil da hinten so eine riesige Plate sich entwickelt. Und das glitzert immer so, und deswegen habe ich die Mütze mal an. Aber es ist eigentlich keine schlechte Idee, das muss ich mal ausprobieren mit dem Aufhalten. Ich habe mir halt irgendwie, hat sich das so ergeben, das war im Jahr 98, als ich quasi so mein erstes Mitsingkonzert gespielt habe. Das ist also auch schon ziemlich lange her. Das war einfach, wie das so ist in kölschen Kneipen, oder leider muss man sagen, wie es war. Es ist ja kaum noch so. Da sitzt einer mit der Gitarre, singt Meyers Catch und plötzlich singen alle mit. Das ist so halt so eine ganz alte Tradition. Du sagst ja aus dem Mittelalter, da gab es das natürlich noch nicht mit Meyers Catches. So alt ist das Lied ja auch nicht, aber im Prinzip ist der gleiche Grundgedanke. Ne? Und das hat sich so ergeben, dass ich dann plötzlich mit der Gitarre durch die Läden gezogen bin. Anfangs noch für Bier und Steak. Inzwischen ist es halt professionalisiert, ne? Aber so hat das angefangen. Da habe ich dann plötzlich gemerkt, ey, das wäre doch was. Und die Leute haben mich immer mehr gefragt, wann kommst du wieder oder wo spielst du das nächste Mal? Und so kam es dann irgendwann später, ein paar Jahre später allerdings erst, dass ich gedacht habe, da könnte man vielleicht ein bisschen mehr draus machen. Es ist halt eine Parallelbewegung zu Lass mal singen, was man auch kennt. Witzigerweise sind wir mehr oder weniger im gleichen Jahr gestartet, ohne uns aber zu kennen. Das Konzept von Lass mal singen ist ja auch etwas anders. Aber im Grunde, im Kern geht es um das Gleiche und das ist eigentlich eine witzige Entwicklung. Du hast dann auch von den Liedern, die du singen wolltest, ja wahrscheinlich auch dann die Blätter mitgebracht, wo die Texte draufstehen, in der Kneipe verteilt. Ja genau, die Texthefte, die sind halt das, was ja auch heute bei den Konzerten immer ein Highlight oder ein wichtiges Ding ist für die Konzertbesucher. Die können einfach was mit nach Hause nehmen, haben eine Erinnerung an einen schönen Abend und das ist eigentlich ein tolles Ding. Letztlich, wenn man das mal vergleicht mit der Kirche, ist das ja auch nichts anderes. So ein Gotteslob beispielsweise ist ja auch nichts anderes als ein Textheft. Und schon hunderte Jahre älter. Ne? Und also eigentlich irgendwie kommt der Mensch immer wieder irgendwie auf seinen Ursprung zurück. Zusammen singen und zusammen Weinchen trinken, was ja auch schon hunderte von Jahren passiert, ist irgendwie das, worum es geht. Klingen dir nicht trotzdem manchmal die Ohren, wenn du dann in so einer Kneipe, mal sind es 80, mal sind es 500 Leute, spielst, die können ja nun nicht alle singen. Das muss doch dann für den geneigten Musiker manchmal ganz fürchterlich sein, was einem da entgegenkommt. Das ist aber völlig egal. Also ob jemand singen kann oder nicht, ist wirklich völlig egal. Da klingeln auch nicht die Ohren, weil es geht um dieses Gemeinschaftserlebnis. Ne, wenn da, wie du sagst, ich spiele in kleinen Läden, ich spiele aber auch zwischen vor 1000 Leuten. Und dass da nicht jeder singen kann, ist klar. Aber dieses Gemeinschaftsgefühl und auch dieser Gemeinschaftssound, der ist das, wo es darum geht. Und also ich habe es immer lieber, wenn Leute sich frei singen und das ein bisschen schief ist, als wenn Leute sagen, oh nee, ich kann nicht singen, mache ich nicht mit oder so. Also das ist irgendwie dieses Gemeinschaftsgefühl, ist das, wo es darum geht. Du hast eben schon gesagt, am Anfang hast du für Kölsch und Steak gespielt. Es gab aber dann wirklich die Zeit, wo du im Prinzip, wo der Wirt mit Mut rumgegangen ist. Ne? Da gab es kein festes Honorar oder so. Nee, am Anfang war das so.
Und da hat man aber auch gesehen, dass das zum Teil wirklich auch lukrativ war. Und wie das mit der Gage dann irgendwann gekommen ist, das ist halt eine Angebot und Nachfrage. Irgendwann wollten viele das machen und dann musste ich halt Gagen nehmen, was natürlich auch wichtig war, um zum Beispiel Texthefte zu finanzieren oder um Plakate zu finanzieren oder ab und zu mal eine neue Gitarre, weil schon wieder ein Kölsch drüber gelaufen ist. Und alles solche Sachen musste man ja machen und das hat auch alles Geld gekostet. Ich glaube, das Finanzamt ist auch da besser gestimmt, ne? Weil was so in eine Mütze fällt, das kann man ja nicht so richtig schätzen. Ja, doch, das muss man tatsächlich machen. Das habe ich auch von Anfang an immer sehr sauber geregelt. Man muss sich dann halt selbst Einnahmebelege darüber schreiben. Das geht jetzt ins Steuerrecht, das wird zu kompliziert, aber man muss und kann es aber auch eigentlich gut nachhalten. Nur was halt beim Finanzamt schwierig ist, wenn man irgendwie für Bier spielt, weil dann sind das Schenkungen, hat mein Steuerberater gesagt. Und dann wird es richtig kompliziert. Deswegen schreibe ich jetzt immer lieber eine Rechnung und dann ist alles klar. Müssen wir mal ein bisschen weg jetzt von dem, was du normal machst, denn es gab dann auch mal eine Idee, die du auch umgesetzt hast. Du hast ein Kindermusical geschrieben. Mhm. Das war mein erstes Bühnenstück, das war 2006, Bonsai der Zauberer. Das war übrigens auf Hochdeutsch, das hatte gar keine Kölsch-Attitüde. Das Einzige, was ich je gemacht habe, was keine Kölsch-Attitüde hatte. Und das war so ein Mammutding. Da habe ich mir gedacht, wenn du das auf die Beine stellst, dann kannst du wirklich was. Ich bin halt so ein Typ, ich muss mir immer selbst was beweisen. Ich weiß noch ganz genau, ich hatte morgens die Idee am 1. Mai 2006, man müsste eigentlich mal ein Kindermusical machen. Dann habe ich nach einer Drehbuchsoftware gegoogelt und habe da so eine Demo-Version runtergeladen und wollte ich eigentlich erstmal ausprobieren, was kann man denn da so mitmachen, und habe aber mich dabei ertappt, so am Nachmittag, dass eigentlich das halbe Stück schon fertig ist, im Rahmen dieses Ausprobierens. Es war ein ganz magischer Tag im Prinzip. Und naja, abends war das Stück ganz fertig. In den nächsten 3 Tagen habe ich die Songs dazu geschrieben, das sind glaube ich 10 Kompositionen. Und ja, dann hat das irgendwie seinen Lauf genommen. Dann habe ich Darsteller gecastet, die das gerne umsonst machen, weil da gab es ja überhaupt kein Budget für dieses Projekt. Waren das Kinder oder Erwachsene? Nee, das waren Erwachsene, aber ein Stück für Kinder, zwischen 4 oder ab 4, sagen wir. Und dann, ja, irgendwie ist das dann ein riesig großes Ding geworden. Ab dem 1. August, nach diesem 1. Mai, ab dem 1. August war es ein Fulltime-Job und irgendwann Ende Oktober war die Premiere. Und ich habe wirklich alles gemacht. Ich habe am Bühnenbild mitgepinselt, ich habe an Kostümen mitgeschneidert, ich habe die Tickets zwischendurch verkauft, immer das Handy am Ohr, habe die Proben geleitet, habe die Orchesternoten geschrieben. Und das war ein Ding, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, sowas würde ich im Leben mir niemals mehr für mich alleine als Projekt ansinnen. Und es war irgendwie, da habe ich mir selbst irgendwie bewiesen, wenn du willst, dann kannst du. Und das war eines der größten Sachen, die ich je gemacht habe. Es war auch ein Erfolg im Übrigen. Es waren irgendwie 6 Vorstellungen, die alle ganz schnell ausverkauft waren. Und ein Stück, das ist eigentlich sehr schade, was immer noch irgendwie, was es natürlich noch gibt, logischerweise, wo es auch noch ein Bühnenbild und ein Kostüm und alles weitere gibt, aber wo einfach nicht die Zeit ist, nochmal das aufzuführen. Aber du könntest im Prinzip... Ich könnte es auf Abruf machen, aber es fehlt halt die Zeit und man muss ja auch leider Geld verdienen und man kann, je mehr man in das Profibusiness einsteigt, desto weniger kann man Sachen machen, die man eigentlich auch noch richtig gerne mal wieder machen würde. Aber irgendwann kommt das einmal auf die Bühne. Was ich nicht verstehe ist, weil du eigentlich ja so Kölsch behaftet bist, warum war es kein Kölsches Musical für Kinder? Die Idee, die sich daraus entwickelt hat, war, was zu machen, womit man vielleicht auch mal durch ganz Deutschland touren kann. Ich meine, ich toure ja auch mit Kölscher Musik durch ganz Deutschland inzwischen, aber das hat sich erst später entwickelt. Das war einfach so eine Kindergeschichte, die war halt für was Größeres angelegt, als es dann so fertig war und sich abzeichnete. Aber aus dieser Tour ist leider dann nie was geworden, aus den verschiedensten Gründen. Plötzlich wollten die Schauspieler dann doch Geld. Oder man hatte so viele andere Auftritte als Solokünstler, dass man jetzt nicht sagen kann, man ist mal 3 Wochen nicht in Köln oder so. Und, aber irgendwann steht das auf jeden Fall noch auf der To-Do-Liste, das nochmal richtig zu machen und dann auch ein bisschen größer und deutschlandweit. Und da muss es halt natürlich auf Deutsch sein. Du hast gerade schon gesagt, eigentlich bist du ja immer als Solokünstler unterwegs, warst aber auch sogar einige Jahre lang Mitglied der Vajabunde in Porz. Genau, Vajabunde war die längste Zeit in der Kölsch-Band. Ich weiß gar nicht genau wie viele Jahre, aber doch einige. Aber ich war auch davor in Bands wie Jota Bay, die waren damals auch recht erfolgreich und habe halt überall so meine Erfahrungen gesammelt. Mit Vajabunde war auch eine schöne lange Zeit, mit denen war ich zum Beispiel auch in China. Haben wir in Peking, glaube ich, 3 Konzerte gespielt. Ich habe sehr viele Lieder für die geschrieben,
die sie auch veröffentlicht haben. Und nach wie vor sind wir in freundschaftlichem Kontakt. Man sieht sich ja immer wieder mal irgendwo hinter der Bühne. Und das ist mir halt auch immer wichtig. Also da gab es nie irgendwelchen Knies oder Zoff, wie man das ja leider von anderen Kollegen kennt, sondern irgendwann war halt die Nachfrage nach meinen Soloauftritten deutlich größer als die Nachfrage nach Vajabunde und da musste man sich entscheiden irgendwie. Ne, das ist halt immer, wenn man in einer Drei-Mann-Band ist, organisatorisch nicht so einfach irgendwie, das unter einen Hut zu kriegen. Alle hauptberuflich machen, genau. muss man ja auch sagen. Das ist ja auch der Fall eben und bei mir war es ja dann so, dass ich gesagt habe, das ist jetzt mein Beruf und da muss man dann halt Prioritäten setzen. Aber wir haben das damals ganz gut eigentlich hinbekommen. Wir haben dann noch eine Zeit zu viert weitergespielt mit dem Tommy Hoffmann, der dann für mich quasi eingestiegen ist, der auch immer noch dabei ist. Und das ist eigentlich mir immer wichtig, dass wenn ich was verlasse oder beende, dass es irgendwie in trockenen Tüchern ist, dass da keiner irgendwie Nachteil von hat. Und da haben wir das wunderbar hinbekommen. Wunderbar. Gleich werden wir noch ein bisschen mehr auf den Missionar des Liedgutes eingehen. Das machen wir im zweiten Teil. Vorher müssen wir nämlich auch ein bisschen mit dem Hut rumgehen. Richtig, wir machen kurz Werbung. Bis gleich. Stadtgespräch. Gleich geht's weiter beim Stadtgespräch mit freundlicher Unterstützung Ihrer Sparkasse Köln-Bonn. Hi, hier ist Jan-Christian Zeller von 1 Live. Ich hoffe, bald ist Wochenende. Ich hoffe, ihr guckt die Clubnacht bei Center TV und hört mich bei 1 Live am Samstagabend. Die AOK Rheinland-Hamburg organisiert für mich mit der vollen Packung Vorteile in nur 3 Tagen einen Arzttermin. Schneller geht's wirklich nicht. Und das ist übrigens nur einer von vielen Vigo-Vorteilen. Nähere Infos gibt's auf vigo.de. Einfach mal reinschauen und am besten alle Vorteile sofort sichern. Ich hab's schon getan. Vigo, meine volle Packung Vorteile. Doppelflat ab 19,90 €. Alles andere ist Käse. Jetzt ran an die Wurst und zu NetCologne wechseln. Infos und Anschlusscheck unter netcologne.de. Geschichten rund um das Leben in Leverkusen, Veranstaltungstipps für die Region, interessante Gäste aus Politik, Kultur und Wirtschaft. Made in Leverkusen, jeden Mittwoch um 17:40 Uhr auf Center TV. Made in Leverkusen wird Ihnen präsentiert von Chempark. Jetzt geht's weiter beim Stadtgespräch mit freundlicher Unterstützung Ihrer Sparkasse Köln-Bonn. Stadtgespräch. Und da sind wir auch schon wieder, liebe Zuschauer, zweiter Teil des Stadtgesprächs mit unserem Kölschen Baden mit Björn Häuser. Björn, du hast ja eben schon mal kurz erzählt, auch mit den Vajabunde warst du unter anderem in Peking, aber du bist ja auch als Mitsing-Experte nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit unterwegs. Also New York ist zum Beispiel auch so eine Stadt, die du sehr liebst. Genau. Und da machst du kölsche Musik. Ja, das war auch ziemlich gigantisch da. Also New York ist tatsächlich neben Köln die Stadt für mich. Und da will ich unbedingt auch wieder hin. Ja, es kam halt irgendwann, haben sich diese Mitsing-Konzerte so gut entwickelt, dass ich ja mit einer größeren Kölner Brauerei kooperiert habe. Die wiederum hat überall auf der Welt ihre Außenstellen. Und da gibt es überall so Brauhäuser, witzigerweise. Und, das ist so ähnlich wie das Gaffel am Dom, wo du auch immer auftrittst. Ja, genau, so ähnlich. Ja, da spiele ich jeden Freitag übrigens. Auf jeden Fall haben die überall Brauhäuser verteilt, unter anderem in New York. Und
Da habe ich dann irgendwann, haben wir so einen Deal gemacht, dass ich wollte halt unbedingt mal nach New York, aber man hat dann ja auch nicht unbedingt so viel Geld und da haben wir da so ein bisschen gemaggelt, wie man in Köln sagt. Und plötzlich stand ich in New York auf der Bühne und es war halt total cool. Die Leute haben das tatsächlich eher als Songs aufgefasst, nicht als Mitgröllgeschichte, ist ja logisch, die kennen die Lieder ja nicht. Aber es kam super an und in Peking war es zum Beispiel anders. Da hat man ganz viele La-La-Las eingebaut, damit die Leute alle mitsingen können. Die Chinesen sind doch ein sehr feierwütiges Volk und das sind halt ganz interessante Erfahrungen, die man so macht. New York war ganz anders als Peking. Oder ich habe mal eine Zeit lang in Portugal in so einem Laden in Algarve relativ viel gespielt. Ich habe schon in Paris kölsche Liederabende gespielt. So wie man in Deutschland zu französischen Liederabenden geht man dann halt Paris zu deutschen oder kölschen in dem Fall. Und ich habe tatsächlich kölsche Musik schon sehr, sehr viel auf der Welt verbreitet gespielt. Und irgendwie merkt man immer, dass das irgendwo verbindet. Es ist zwar immer ein bisschen anders, aber diese Musik verbindet einfach. Und auch die Art vielleicht ist einfach nur mit einer Gitarre und mit dem Gesang zu machen. Das ist, irgendwie stehen die Leute Gott sei Dank drauf. Und das ist für mich natürlich ein großes Glück und eine große Freude, ne, dass man davon leben kann. Ein Rheinländer, ein Kölner wird ja immer da sein. Ne? Das sowieso. Ich habe zum Beispiel, die trifft man ja überall bekannterweise. Ja, klar, natürlich. Ich habe zum Beispiel jetzt vor ein paar Wochen auf Formentera zum ersten Mal ein Konzert gegeben. Und eine wunderschöne Insel übrigens. Und da waren plötzlich Leute, die man irgendwie aus dem Gaffel am Dom kennt oder die man von irgendwelchen anderen Auftritten kennt. Und das ist total cool. Also überall, wo mehr als 3 Kölsche sind, ist irgendwie direkt Karneval. Und da bist du. Und da bin ich, wobei mir natürlich immer wichtig ist, was ich mache, ist nicht unbedingt Karneval. Was ich mache, ist kölsches Brauchtum, kölsches Kulturgut. Du machst ja um die 250 Auftritte über das ganze Jahr verteilt. Genau. Ja, ja. Bist ja auch mal in Berlin, in Hamburg, logisch dann auch in den Kölsch-Kneipen. Ja, genau. Nun kann man das ja, sag ich mal, schlecht alleine stemmen. Du bist einer der wenigen, vielleicht sogar der einzige Künstler, den ich kenne, der einen weiblichen Roadie hat. Roadies sind ja diese lieben Menschen, die einem die Anlage mitbringen und einen durch die Gegend fahren und für Technik sorgen. Du hast einen weiblichen Roadie. Das ist tatsächlich so. Die Dame, die das macht, die arbeitet jetzt seit Januar für mich und ist ein absoluter Glücksgriff. Ich bin ja als Solokünstler, in der Regel habe ich meine Gitarre dabei und manchmal einen kleinen Verstärker und ansonsten klingt man sich ja ein. Das heißt, es ist nicht ein Roadie-Job im herkömmlichen Sinne, wo man Boxen durch die Gegend wuchten muss und erstmal eine ganze LKW-Ladung ausladen muss, sondern das Equipment ist bei mir recht überschaubar, sonst würde ich das auch nicht eine Frau machen lassen. Also soll sich keiner da irgendwie kaputt machen dran. Und das Wichtige ist einfach so, dieses zusammen auch durch die Gegend fahren, wenn man irgendwie 3, 4 Auftritte am Tag hat, wenn man dann selbst auch noch irgendwie fahren muss, das ist immer doof. Erstens kriegst du überall einen Kölsch serviert und Alkohol und Fahren geht bei mir gar nicht. Und auch so, man muss irgendwie auch mal Dampf ablassen können oder sich über was unterhalten. Bei längeren Touren ist es auch langweilig, wenn man allein unterwegs ist. Deswegen ist die Sandra, die das jetzt für mich macht, echt ein Glücksgriff. Und ich bin froh und hoffe, dass sie noch lange da Bock drauf hat. Na, das wollen wir doch schwer hoffen. Ja, wenn du nicht zu sehr sie immer als Blitzableiter benutzt. Nein, das habe ich glaube ich noch nie gemacht. Also nicht, dass ich wüsste. Ärgert man sich schon mal? Ist man auch mal irgendwo in einem Lokal? Klar, man ist zwar engagiert worden und dann sitzt da so eine Truppe, die überhaupt keinen Bock drauf hat. Das kommt leider vor, Gott sei Dank immer weniger. Am Anfang war es sogar recht häufig, weil man da ja auch die ersten Gehversuche macht. Es ist halt oft so, wenn man gebucht wird von Leuten, denen das selbst richtig gut gefällt oder die das mal irgendwo gesehen haben, wo ich einen Laden wirklich ans Rocken gebracht habe, die das aber irgendwie buchen für eine Veranstaltung, wo es überhaupt nicht hinpasst. Da ist das schwierig. Ich habe zum Beispiel letztens gespielt bei einer Firmenveranstaltung mit 200 Leuten. Der Veranstalter ist ein riesiger Fan von mir und von diesen Freitagskonzerten, aber hat mich dann gebucht für eine Veranstaltung, wo von den 200 Leuten 180 Spanier waren. Das interessiert dann keinen so wirklich. Ich meine, letztlich hat es Gott sei Dank dann doch irgendwie geklappt, nämlich mit dieser La-La-La-Nummer, ne? Also dass man möglichst viel international singt. Aber das sind so Sachen, man ärgert sich schon, weil ich will den Leuten auch nicht das Geld aus der Tasche ziehen. Ich will, wenn jemand Björn Häuser bucht, sollen die dafür auch was Schönes haben und nicht einfach nur Geld dafür bezahlen für was im Endeffekt vielleicht doof ist. Deswegen gebe ich mir eigentlich auch immer sehr viel Mühe bei jedem Job und jedem Auftrag, da irgendwie auch selbst abzuchecken. Macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Ich spiele lieber einmal weniger, aber mache dafür nur Auftritte, die mir selbst auch Spaß machen. Kommen wir zu den Liedern. Du hast
eben schon mal erzählt, glaube an die 400 Lieder selber geschrieben, Genau. Die du ja in deinen Programmen auch immer mit drin hast, die eigenen Lieder. Genau. Aber auch so Klassiker, sei es von der Föß oder auch von der Höhner, Genau. Die baust du dann auch mit ein. Das ist immer so eine Mischung. Wie stellst du die zusammen? Ja, das ist, es kristallisieren sich eigentlich immer mehr heraus, zwei verschiedene Programme. Es gibt einmal Björn Häuser und Band. Damit spielen wir eigentlich fast ausschließlich meine eigenen Lieder, die es auch auf den ganzen CDs gibt, die ich bisher gemacht habe. Das sind ja auch schon einige. Und bei diesen Mitsing-Konzerten, da baue ich immer mal 2, 3 Songs von mir ein, halt auch um die Alben zu promoten, die ich mache. Aber da ist halt, wenn ich alleine spiele, doch der Großteil sind dann doch so alte Föß-Lieder, ein paar alte Höhner-Songs, noch aus der Urzeit, als der Peter Horn noch dabei war. Und so Klassiker halt. Also das ist immer, ich gucke mir halt die Leute an. Also bei mir ist auch kein Auftritt wie der andere. Das heißt, also die Setlist, die entscheidet sich manchmal auch ganz spontan. Inzwischen schreibe ich schon gar keine mehr, sondern mache das alles nach Gefühl.